Ja, herzlich willkommen bei Talk and Pray. Wunderschön, hast du heute Mittag eingeschaltet und mit mir ist die Susan und der Leo. Wunderbar, seid ihr heute wieder da mit am Start. Das heutige Thema, liebe Damen und Herren, warum soll ich der Bibel Glaube schenken? Warum soll ich der Bibel glauben? Und du denkst vielleicht, ja, wie können wir da beten? Aber wir haben verschiedene, wir haben ein wunderbares Programm und ich freue mich mit euch zusammen zu beten. Bevor wir einsteigen und ich, Lea und Susanne, diese Frage einfach nochmal stelle, warum sollen wir der Bibel Glaube schenken, möchte ich dich kurz einladen. Geh einmal auf den Chat und schreib rein, wieso glaubst du eigentlich der Bibel? Aber vielleicht sagst du, ja, ich habe auch Mühe, dann kannst du auch das reinschreiben. Also du kannst alles reinschreiben, wo irgendwo noch safe ist und sauber ist. Aber schreib mal rein, es würde mich wundern, was die Bibel für dich bedeutet. Lea und Susanne, warum? Was würde ich sagen? Warum sollen wir der Bibel glauben? Also wenn man ja eben ein bisschen die Geschichte versteht, wie die Bibel eigentlich entstanden ist, das eine sind ja mal die Schriftrollen aus dem Alten Testament und die waren akribisch, also hat man einen Fehler gemacht, hast wieder von Neuem angefangen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen in der Computerzeit, oder? Und dann das Neue Testament, das waren ja Dokumente, die man geschrieben hatte, der Lukas und alle diese 4 Evangelisten, und es gab dann eine Zeit, wo man diese Dokumente verbrennen wollte unter Diokletian, und Christen haben diese Dokumente versteckt und sogar ihr Leben gegeben, und niemand gibt das Leben hin als Märtyrer für ein Märchen, für eine coole Geschichte oder einfach eine Person wurde blind. Also, und das ist für mich eigentlich der größte Beweis eigentlich, dass die Bibel eben das, was sie geschrieben haben, auch wahr ist, weil es sind Geschichten, die sie erlebt haben. Und ich glaube, das Größte ist ja vor allem, dass die ersten Christen, sie haben Wunder erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott Wunder macht. Ihr Leben wurde verändert und das wurde dann auch dokumentiert. Und wenn man das ein bisschen so versteht, die Zusammensetzung dann der Bibel, merkt man, das sind Dokumente, das sind Schriftrollen, wo über Hunderte von Tausenden von Jahren auch beschützt worden sind, akribisch geschrieben worden sind, und natürlich, es hat ja auch eine Linie drin in diesen ganzen Texten. Ja, bei mir ist es so, also ähnlich wie du sagst, weil wenn ich an die Bibel glaube, ich erlebe etwas damit, das ist das eine. Aber wenn ich merke, dass Menschen in meinem Umfeld oder auch Menschen in ganz anderen Ländern, und wir haben ja das Vorrecht, rumzureisen und andere Menschen von anderen Nationen, von anderen Kulturen kennenzulernen und zu realisieren, die erleben das Gleiche, die erleben diese Kraft auch. Das ist wirklich so motivierend und das sagt mir, hey, ich bilde mir das nicht ein, da muss wirklich etwas sein. Oder so viele Menschen, die bei uns im ICF mithelfen, mit anpacken, gut bezahlte Jobs verlassen und einfach bei uns mitarbeiten, zwar angestellt sind, aber da denke ich immer, gut, da muss wirklich etwas dahinter sein, sonst würde man das nicht machen. So war, ich habe da im Römer 1, Vers 16, dann hast du gebracht, Leo, diesen Vers, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudebotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihnen glaubt, oder? Also die Gotteskraft, das ist schon, oft merke ich ja, Dinge sprechen, also wenn etwas wirklich kraftvoll ist, das spricht für sich selber, oder? Ja. Und das merke ich in der Bibel. Also es gibt auch diesen Satz, es ist nicht so, dass ich die Bibel lese, sondern die Bibel beginnt mich zu lesen. Und das ist ja genau das, was es macht. Du liest dieses Wort, diese Geschichten, aber die Geschichten beginnen dich zu lesen. Das ist auch wie ein Spiegel. Und das finde ich mega, mega interessant. Du kannst den gleichen Text, sag jetzt mal David und Goliath, bekannte Geschichte, du kannst sie 100-mal lesen, aber beim 101. Mal spricht wieder zu dir in anderer Nuance vielleicht. Das finde ich so interessant, es hört gar nie auf. Und das ist schon ein Phänomen in dem Sinne, obwohl man die Geschichte kennt und man liest und plötzlich ist es ein Wort oder ein Gedanke, wo plötzlich wieder zu dir spricht. Und das ist schon faszinierend. Jemand im Chat schreibt gerade, dass mir fällt es aus irgendwelchen Gründen schwer, die Bibel zu lesen. Und das ist ja etwas, wo ich merke, es ist nicht, eben, es ist eigentlich das so eine Kraft, es hat so viel Wunder passiert, es ist unglaublich, dass es noch da ist, die Bibel, übermittelt, über all die Jahre, aber irgendwie trotzdem ist nicht immer einfach für Menschen, das zu lesen. Gebt ihr da mit auf den Weg oder wollen wir auch vielleicht gerade dafür beten?
Also unbedingt beten, das ist das eine. Und das andere ist, ehrlich gesagt, haben wir genau deswegen dieses Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor, weil es einfach 31 verschiedene Zugänge aufzeigt, eben wie man Bibel lesen kann. Und ich habe verschiedene Phasen durchgemacht mit Bibellesen, kann mich sehr gut identifizieren mit dem, dass es nicht spricht, weil sich etwas irgendwie auch, wie sagt man, rundtot lahm gelaufen hat, und da bin ich einfach dankbar gewesen für verschiedene Zugänge, wo das Ganze wieder so zu leben begonnen hat. Und also ich bete gerne dafür. Himmlischer Vater, ach, da ist eine Not, wenn die Bibel nicht mehr spricht oder wenn man keinen Zugang mehr hat. Und ich danke dir, dass es nicht bei dieser Not bleiben muss, sondern dass das ans Licht bringen, dass man da eine Not hat, bereits der Anfang ist, weil wir damit sagen, Gott, offenbare du dich durch das Wort zu uns ganz persönlich, dass es wieder auf die Beziehungsebene kommt und dass uns wieder warm wird, wie diesen Emmaus-Jüngern, wo du, Jesus, mit ihnen gesprochen hast und sie wussten nicht, dass du es warst, haben sie nachher gesagt, ist nicht unser Herz entbrannt und heiß geworden, und um dieses Brennen in unserem Herzen, wenn wir die Bibel lesen, das bitten wir dich für heute und jeden kommenden Tag. Amen. Amen. Das ist wirklich unser tiefer Wunsch, dass wir die Bibel Freude wieder bekommen. Ja. Leo, wie erlebst du das jetzt, wenn du die heutige Gesellschaft anschaust? Was würdest du sagen, eben, wenn wir sagen, hey, in der Bibel, dort, wo die Menschen in der Bibel Kraft, also Glaube gegeben haben, das Wunder passiert, heute nehmen wir die Bibel auseinander. Was denkst du, was wird das für ein also wir nehmen es auseinander, positiv und negativ, aber wir hinterfragen extrem. Wie beobachtest du diese Entwicklung? Für mich ist es vor allem ein Wertekampf. Also ich merke, es ist vor allem ein Wertekampf. Das war schon immer ein Kampf, aber es ist ein Wertekampf, wenn man die Bibel auseinander nimmt. Und ich habe auch Theologie studiert. Es ist auch wichtig, dass man gewisse Dinge hinterfragt. Unbedingt. Ich finde, nur einfach Augen zu glauben geht gar nicht. Man muss Dinge auch mal auseinandernehmen, aber muss uns auch wieder zusammenbauen. Aber es ist für mich vor allem eine Wertefrage, weil heute man einfach sagt, wenn du so fühlst, dann bist du korrekt und richtig. Das Schlimme an dem ist einfach, man sagt, Veränderung ist nicht mehr möglich und auch nicht mehr erwünscht. Mit anderen Worten, das Kreuz braucht es gar nicht mehr. Also man schafft eigentlich das Kreuz weg. Es ist eigentlich eine Wertefrage, ein Wertekampf, der heute geschieht, auch in den Kirchen. Da kommt man auch zusammen und über was predigt man da auch noch. Und das Kreuz ist und bleibt eine Kraft, die Menschen verändert. Und das ist das, wo Leute, die das ernst nehmen und daran glauben, denen geschehen Zeichen und Wunder. Und der Rest sagt einfach, ja, ich bin selber Gott und ich kann mein Problem selber lösen. Du bist dein eigener Bubble. Und jeder kommt irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, du hast eine Situation, wo du merkst, deine natürliche Intelligenz und Kraft und Ressourcen funktionieren nicht mehr. Mhm. Ja. Und das wird jeder Mensch irgendwann merken. Und dann kommst du zurück und merkst, doch, es gibt diese Dimension Gottes. Und ich sage immer, je dunkler etwas wird, desto braucht es nur noch ein klitzekleines Lichtchen. Du siehst schon bereits den Unterschied. Und darum ist es für mich auch wichtig zu sagen, es ist unsere Grundlage, es ist unser Fundament. Und wenn das Fundament wegnimmst von der Veränderung vom Kreuz, dann hat, ich sage jetzt mal, der Teufel hat dann gewonnen. Das ist ja immer ein Kampf. Mich hat das angesprochen, du hast in der Predigt gesagt, wenn wir der Bibel nicht mehr Glaube schenken, machen wir Gott klein und unser Mensch und Intellekt groß. Und das merke ich, das ist schon, dass diese Spannung erlebe ich momentan in der heutigen Gesellschaft, oder? Was wir denken, was wir verstehen können, so ist es. Und aber die Frage, die dann Leute, ich habe das eben gepostet und haben Leute mir geschrieben und gesagt, ja, Dan, schon gut. Ja, aber wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich verstehe das einfach nicht, alles in der Bibel. Wie kann ich jetzt dem Glaube schenken, wenn ich es nicht verstehe? Ja, das ist eben der Punkt. Glaube heißt ja nicht, ich verstehe alles. Also ich würde mir wünschen, ich würde alles verstehen. Ich verstehe auch die Wege Gottes nicht immer. Es gibt viele Momente, wo Gott auch uns leitet und führt, vielleicht auch gewisse Schicksalsschläge oder Dinge, die zerbrechen, wo du vielleicht nicht mal was falsch gemacht hast. Das ist das Gleiche. Also Glauben heißt nicht, ich glaube an Gott, weil ich alles verstehe, sondern ich glaube, weil ich eben genau diesen Gott brauche, der den größten Überblick und Durchblick hat. Ich nehme immer das Beispiel, Gott hat die Adlerperspektive
und ich bin unten die kleine Maus. Und es ist einfach die Frage, wo bist du? Und ich versuche dann von unten alles zu erklären, funktioniert nicht. Also wenn ich alleine das Universum anschaue, die Sterne anschaue und Gott sagt, er hat jedem Stern einen Namen gegeben und ich schaue mal hoch und denke, ich kann es gar nicht zählen. Das gibt mir ein Bild von der Größe von diesem Gott im Himmel und ich merke, der hat einen Überblick und einen Durchblick, den habe ich gar nicht. Und natürlich hat man heute auch mehr Wissenschaft hat sich entwickelt, viele Dinge, ich werde das in 2 Wochen noch erklären, viele von diesen Geboten und Gesetzen im Alten Testament, die hatten keine Apotheke, die hatten keinen Arzt, die hatten noch keine Wissenschaft. Also Gott hat Dinge hineingelegt, die sind heute völlig logisch. Völlig logisch. Und das zeigt mir noch viel mehr den Respekt und die Genauigkeit von diesem Wort, weil es war ein Brief geschrieben an Menschen der Zeit, die eben durch die Wüste gingen und die hatten keine Ahnung von gewissen Dingen. Gott gesagt, wenn er das und das und das und das macht, da haben vielleicht Leute gesagt, ja du mit deinen Gesetzen. Gott hat gesagt, nee, es sind keine Gesetze. Es sind diese Tipps, so bleibst du gesund. Und heute hat man das ja auch. Man trinkt viel Wasser, macht dies und jenes. Wir haben uns auch entwickelt, aber in dem ganzen Entwickeln gibt es doch einen Punkt, wo wir nicht Gott sind. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und das ist für mich, Glaube heißt nicht, weil ich alles verstehe, glaube ich, sondern ich glaube, weil ich weiß, ich bin ein Schöpfer, er versteht alles. Ja, und ich glaube, es hat damit Ursache und Wirkung zu tun, dass wir vergessen haben, dass wir uns immer mehr ins Zentrum gestellt haben und Gott immer mehr raus. Und das hat ganz verschiedene, auch logische und natürliche Gründe. Aber das ist die Ursache, damit das Ganze nicht mehr so wirkt, und man es nicht mehr glauben kann, weil nicht mehr Gott im Zentrum ist und Gott in der Mitte steht, sondern weil man den Mensch oder mich selber in die Mitte gestellt hat. Und das ist die Ursache und deswegen ist die Wirkung ist irgendwo, wo man es nicht direkt in Zusammenhang bringt. Also den Lichtschalter, den drücke ich ganz an einem anderen Ort, als das Licht angeht. Und genau das, glaube ich, ist einfach auch, weil wir auf die Gefühle aufbauen, weil wir uns selber in die Mitte gestellt haben, anstatt auf den Geist und den Glauben. Und der ist nicht mehr in der Mitte und das ist Ursache und Wirkung, geraten da durcheinander. So gut. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht noch kurz cool, auch jetzt einfach für uns zu beten, da wo wir Dinge nicht verstehen. Das ist ja wirklich nicht so, ich verstehe wirklich nicht alles. Es ist natürlich auch nicht so, Glaube heißt ja nicht, ich komme zum Glauben und ich hänge meinen Verstand in der Garderobe ab. Das hat man so früher gesagt, komm zum Glauben und du hängst den Verstand ab. Von dem spreche ich nicht. Aber die Bibel ist nicht ein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Buch, ich sage ein Familienbuch, das uns den Charakter und die Art von Gott beschreibt. Ein Gott, der noch immer Wunder bewirkt, ein Gott, der uns immer noch leitet und führt und ein Gott, der mit uns eine Freundschaft haben möchte und uns dann erklärt, wenn man Dinge verkackt im Leben, wie man wieder zu ihm zurückkommen kann. Das ist eigentlich das Buch. Und lieber Vater, ich möchte dir jetzt einfach diese Bereiche auch hinlegen, wo ich Dinge nicht verstehe oder auch nicht einordnen kann. Und ich bin manchmal in einer Position, wo ich gerne einfach verstehen würde, wie gewisse Dinge vielleicht auch, oder was du dabei gedacht hast, also das und das gemacht hast. Und dennoch und trotzdem möchte ich dir sagen, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und du hast gesagt, dass meine Wege und meine Gedanken, die sind viel höher, als ihr jemals denken könnt oder überhaupt nur gehen könnt. Und dennoch hast du gesagt, du wirst uns nicht im Dunkeln lassen, sondern dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege. Also jedes Fußstapfen, wo ich gehe, beleuchtet das Wort Gottes und die Bibel den Weg, den ich gehen soll. Und ich danke dir für das Fundament von deinem Wort, das uns trägt, das uns auch erklärt, die Art und der Charakter, den du bist. Und du bist gütig und du bist gnädig und du bist barmherzig und vor allem du bist auch der vorausgeht, der einen Durchbruch in meinem Leben bewirken kann. Ja. Und ich lege alle diese Bereiche jetzt hier hin, wo ich keine Antwort habe, wo ich vielleicht auch gewisse Dinge nicht verstehe. Und nur weil ich es nicht verstehe, bedeutet das nicht, dass ich keinen Glauben habe oder dass ich dich in der Art, wie du bist, Gott, in Frage stellen muss. Ich darf Fragen stellen, aber ich stelle nicht Gott in Frage. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, und ich lade dich ein, zu Hause vielleicht jetzt gerade in deinem Gebet den Chat zu nutzen und sagen, ich glaube, oder vielleicht möchtest du reinschreiben, ich möchte glauben. Das ist auch nur schon ein guter Schritt, wo du sagst, ich glaube deinem Wort. Ich möchte deinem Wort Glaube geben. Und Vater, das ist mein Gebet und das ist mein persönliches Gebet. Ich glaube an dein Wort.
ich glaube an das, was du in der Bibel geschrieben hast. Mal einfach ein Vorschussglaube, auch alle das, was wir nicht verstehen. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen wirst durch dein Wort. Und ich danke dir, dass diese Zeilen heute noch Relevanz haben. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du dort einfach diese Worte zum Leben erweckst, dass wir sie erkennen dürfen und dass wir näher zu deinem Herz kommen können. Und wir machen einfach heute so einen Glaubensschritt. Ja. Wieder sagen, hey, ich glaube auch deinem Wort, der Bibel. Und der Glaube, der ist das, was trägt. Und das ist so schön. Gott ist wieder im Zentrum. Das kannst du mit einem einfachen Gebet wieder richtigstellen und sagen, Gott, du bist im Zentrum. Ich vertraue dir. Und du merkst, dass du darin singst, aber der Glaube trägt dich durch. Also ich finde es immer so interessant, also wenn ich jetzt über die Bibel nachdenke und jetzt auch relativ, also jetzt habe ich viele Stunden investiert, ist auch interessant, es gibt ja nicht nur eine Meinung, by the way. Man kann Dinge auch verschieden sehen. Aber was ich so krass finde, auch das Alte Testament, was ja viele Leute mit dem mega Mühe haben, ist so interessant zu sehen, es ist gar nicht so kompliziert. Die kamen 3-mal im Jahr zusammen, das war eigentlich ein Urlaub, wo dann die Väter die Geschichte erzählt haben von einem großen Gott, der Wunder vollbracht hatte. Und das hat man sich erzählt. Du kamst dann zurück von diesen 3-mal Camps, sag ich jetzt mal, völlig aufgebaut, weil du gewusst hast, was auch immer ich in meinem Leben durchlaufe. Ich habe einen Gott, der hat Himmel und Erde gemacht. Ich habe einen Gott im Himmel, der nicht einfach nicht zuschaut, sondern er greift ein. Und ich habe einen Gott, der macht Wunder. Das haben sie zugesprochen. Und dann gibt es all diese Gesetze, waren ja einfach Ratschläge, wenn du dies und das tust, geht es dir besser. Aber wie gesagt, heute hat man ja viel durch die Wissenschaft und Ernährung, Gesundheit, haben wir viele Zugänge. Und das war eigentlich dazu mal wie das Google. Gott hat einfach gegoogelt und gesagt, mach das und es geht dir gut. Und es ist gar nicht so kompliziert in dem Sinne. Und du sprichst nächsten Sonntag darüber, gell? Ja, und ich merke, du bist schon... Es ist gar nicht so kompliziert eben. Ja. Es ist gar nicht so kompliziert. So gut, ich freue mich drauf, auf die Message, ich freue mich drauf. Herr, aber lass uns noch jetzt eintauchen, wir haben diese 4 Evangelien, wir haben das haben wir angeschaut, die ja Gott gemacht haben, und bevor wir da beten werden, Susan, nimm uns noch mit, schauen wir jetzt noch kurz einen Clip an, wieso hat Gott eigentlich 4 Evangelien gegeben? Warum hat Gott nicht ein Evangelium geschrieben? Warum 4? Gott hat für jede Zielgruppe eine andere Person ausgewählt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Römer, Gott liebt die Juden, Gott liebt die Griechen, Gott liebt den Zürcher und auch den Aargauer. Ja, Gott liebt jeden Menschen. Für jede Zielgruppe hat Gott einen Schreiber genommen mit anderen Punkten. Und liebe Frauen und Männer, es gibt auch nicht eine Church. Leute sagen, wieso gibt es nicht nur eine Kirche? Es gibt eine Botschaft, aber verschiedene Nuancen. Wenn du hochintellektuell bist, dann ist vermutlich eine hochcharismatische, Hyper-Spider-Speedy-Healing Church nicht deine Church. Und andere sagen, oh, das ist genau mein Ding, weil ich bin so ein emotioneller Schweizer, ich habe einen Platz gefunden. Jede Church, liebe Frauen und Männer, wie das Evangelium zieht Menschen an in ihrer Art, aber die Botschaft ist noch immer das Gleiche. Und wir wollen heute genau mit dieser Botschaft aus diesen 4 Evangelien beten und diese Kraft Gottes, die rettet, erleben in deinem und in meinem Leben. Das ist unsere Erwartung für die nächsten Augenblicke. Und wir haben die 4 Evangelien und ich habe in jedem Evangelium den letzten Vers rausgenommen. Den werden wir jetzt Schritt für Schritt, also eins nach dem anderen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, immer den letzten Vers lesen und einfach schauen, was uns anspricht. Das kannst du machen und dann entsprechend auch ein Gebet dazu formulieren. Und bei Matthäus, und das ist ja interessant, die Kirche, die hat ja zu diesen 4 Evangelien 4 verschiedene Köpfe, die haben ihren Ursprung im Hesekiel mit diesen Bildern. Man kann sie ganz unterschiedlich interpretieren, kannst du auch noch dich schlau machen auf dem Internet. Aber der Matthäus hat das Symbol von einem Menschen, das ist eben eins von diesen aus Hesekiel, und zwar ganz einfach deswegen, weil er mit der Genealogie von Jesus beginnt. Das finde ich noch
so einfach spannend. Aber der letzte Vers, der steht in Matthäus 28, Vers 20 und heißt, wo Jesus den Jüngern sagt, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und genau wenn es darum geht, dass das Wort Gottes spricht, spricht ja dich, Dan, oder dich, Leo, oder mich in diesem einen Satz etwas anderes an. Und kannst dir ja mal überlegen, was dich anspricht. Was spricht denn dich an, Leo, in diesem Satz, in diesem Vers? Ich war es mit meinen Gedanken, ehrlich gesagt, hängen geblieben bei den Bildern in den Kirchen mit diesen 4 Gesichtern. Es ist hochinteressant. Die Kirchenväter haben den Evangelisten diese Bilder gegeben. Also ich war jetzt gerade in einer Kirche in Einsiedeln, wo ich mir überlegte, wo habe ich das gesehen? Und man sieht es eben in diesen Kirchen, wo es so Bilder hat, diese 4 Evangelien, verbunden mit diesen 4 Gestalten. Ich war jetzt da. Also, ja, hängen geblieben. Siehst du? Ja, das hat dich Es hat angesprochen. mich angesprochen, weil ich gemerkt habe, die haben das Bild aufgemacht, weil Leute hatten zum Teil die Dokumente und keine Bibeln. Die kamen, haben die Bilder gesehen. Also die Kirche hat sich viel überlegt, wie sie auf alle Arten das Evangelium vermitteln können. Also, und der Matthäus ist ja der mit dem Menschenkopf und er beginnt mit sozusagen Genealogie von Jesus, und ich habe mir einfach aufgeschrieben, danke Jesus, bist du Mensch geworden. Vielleicht kannst du dafür beten. Absolut, doch. Come on. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Himmel verlassen hast, und das hört sich immer so romantisch an. Du hast diesen Reichtum vom Himmel, der Gemeinschaft. Es war ja perfekt, es gab keinen Tod, keine Leiden, es gab nichts von dem. Du hast diesen wunderbaren Ort verlassen und du wurdest Mensch und du hast dich unterordnet auch in diesen Willen von diesem Vater. Du hast gesagt, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und wenn dieser Kelch, der bitter ist, der hart ist, der nicht an mir vorbeigeht, dann werde ich den trinken. Und ich danke dir, Jesus, einfach, dass du gekommen bist und du hast diesen Weg auch vollendet, um einfach meine Fehler und meine Sünden auf dich hast du genommen, damit ich Frieden haben kann und Frieden erleben darf und eine leidenschaftliche, innige Freundschaft mit Gott wieder haben darf. Und für das bin ich mega, mega dankbar. Als ich jetzt gebetet habe, kam mir jetzt in den Sinn, eines der ersten Mal, wo ich gebeichtet hatte in der katholischen Kirche. Also es geht jetzt gar nicht um jetzt... ich mag mich erinnern, in der Kirche, im Bux, gibt es so einen langen Weg nach unten. Und ich lief da raus und ich habe mich so leicht gefühlt. Wow. So leicht gefühlt. Das ist schon krass, wenn man Dinge bekennt oder auch wenn man Danke sagt. Was das nur schon in der Seele eine Auswirkung hat, ist gigantisch. Und dann noch im Geiste, also das ist eine andere Nummer. Aber ich glaube, man kann sich den Sinn, es ist schon gewaltig, wenn man betet, wenn man Gott Danke sagt. Es ist vielleicht auch für uns Christen manchmal normal. Aber man muss immer zurückdenken, man hat etwas etabliert. Wir etablieren auch gewisse Dinge. Wie war es am Anfang? Ja, und man lebt dann plötzlich in dem, wo man merkt, der Friede und die Freude und die Geborgenheit und all diese Dinge hat ja eine Auswirkung auf den ganzen Körper, auf alles. Für mich habt ihr angesprochen in diesem Vers, wo wir nochmal zurück, das lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das klingt so diktatorisch, aber ich sehe das nicht als diktatorisch, sondern ich sage, was ich bekommen habe oder was ich gelehrt habe, das ist mein Auftrag weiterzugeben. Also es ist von der Generation zu Generation. Und ich merke, mein Glaube muss privat sein, also privat, es muss persönlich sein, aber es ist nicht nur privat. Das ist nicht nur einfach für mich, sondern ich habe einen Auftrag bekommen. Also wenn er hier sagt, lehrt sie alles zu befolgen, sagt Jesus, was ich euch aufgetragen habe, lehrt jetzt wieder anderen und dann die haben es irgendwann an mir gelernt und jetzt lehre ich es hoffentlich meinen Kindern und meinen Leuten, die um mich herum sind, und ich merke, das ist etwas, was mich jetzt gerade anspricht. So spannend, denn mein Hintergrund ist so, dass ich auch alles immer eher als Befehl empfunden habe und ich muss tun und versuchen, das einzuhalten. Aber wo du das jetzt gesagt hast, wollte das gerade wieder so kommen, weil ich es einfach mit dieser Brille höre oder mit dieser Brille lese. Aber dann bin ich gerade beim Wort aufgetragen hängen geblieben. Und
also du trägst ja auch ein Festmahl auf. Braucht man ja das gleiche Wort. Und das habe ich mir jetzt gerade vorgestellt. Alles, was Jesus uns aufgetragen hat, bedeutet jetzt in dem Moment, das ist sehr persönlich interpretiert, aber das nehme ich einfach auch als das Reden vom Heiligen Geist. Bevor du nicht selber gegessen hast, kannst du nichts weitergeben. Also er hat uns ein Festmahl aufgetragen mit all seinen Worten und dem, was er gesagt hat. Und wenn wir es nicht selber gegessen haben, können andere nicht satt davon werden. Komm, wir beten doch dafür, dass wir das irgendwie fröhlich weitergeben können, was wir bekommen haben. Ja, weil das hat mich auch angesprochen beim Römer. Sagt ja der Paulus, es ist eine Freudenbotschaft, eine Freudenbotschaft. Ja, Vater, das beten wir jetzt gerade. Einfach, dass du uns befähigst, fröhliche Leute sein, die deine Botschaft weitergeben. Ich segne jetzt jeder, der zuschaut, jede Person mit einer Fröhlichkeit, mit einer Leichtigkeit und mit einer Gabe, mit Menschen zu connecten. In einer Art und Weise, wo ihr Herz aufgehen kann. Vater, ich danke, du hast uns so viel gegeben. Und ich möchte, dass das, was du mir aufgetragen hast, dass all das, wo der Tisch gedeckt ist, dass meine Kinder, meine Freunde, mein Umfeld es sehen kann, kommt von dir. Es kommt von dir, ja. Wie eben Leo gesagt hat, dass wir die Jünger, dass wir da immer wieder uns erinnern, was du gemacht hast. Und ich bete wirklich, dass du uns Gnade und Kraft gibst, der nächsten Generation und die Menschen um uns herum das weiterzugeben. Ja. Und ich bete für Heilung überall da, wo das Wort Gottes eben so mit einer Schwere gekommen ist, mit einem Anspruch an Gehorsam, wo man sowieso nur versagen kann, wo ich das selber so interpretiert habe und sehr stark mit Leistung in Verbindung gebracht habe und vielen, die jetzt zuhören, geht es vielleicht genauso. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit Heilung kommst, dass unsere Verknüpfungen mit dem Wort Gottes, die immer auf die Leistung und die man nie erreicht, abzielen, dass das einfach jetzt vorbei ist und dass es neu wird. Dass es neu wird, dass neue Verknüpfungen stattfinden, die Freiheit bringen und die Freude bringen, die du eigentlich gemeint hast damit. Amen. 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 Hey Susan, wir gehen weiter. Markus Evangelien. Ja, bei Markus. Mein zweiter Name ist Genau. Markus. Das wissen die meisten nicht. Nein, und deine... Letzte Woche wissen wir es. Leo, Markus. Genau, und bitte. Leo heißt ja Chriso. Löwe und Markus hat genau das Bild vom Löwen. Also deine Mutter hat ganz sicher das nicht zufällig so gewählt. Wirklich? Nein, da bin ich überzeugt. Die Da hat bin das ich nicht überzeugt. zufällig gewählt, weil sie war so eine tiefgläubige Frau. Also die kannte die Kirchenbilder, diese beiden Fenstern ganz sicher. Löwe wird der Markus deswegen zugetan, weil er beginnt mit Johannes dem Täufer und seinem Aufenthalt in der Wüste, und auch Jesus war in der Wüste, und in der Wüste gab es viele Löwen. Irgendwie so ganz, irgendwie so ganz banal, aber das finde ich inspirierend, weil das mit dem Wort aufgetragen ist ungefähr genauso banal und ermutigt mich einfach. Der letzte Vers, der steht in Matthäus 16, Vers 20, da heißt es, die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Und dann, der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Wow, krass. Das ist der Markus, der ist der Wunder, Action. Also das ist eben auch sehr ein kurzes Evangelium. Ist auch interessant zu merken, wieso lässt er gewisse Dinge weg und andere beginnen viel früher oder ganz detailliert. Und wenn man eben merkt, die Briefe hatten ein unterschiedliches Publikum, um zu erreichen, macht es plötzlich mega Sinn. Ja, und mich ermutigt gerade so, vorhin hatten wir es eben von dem Auftrag und sie haben den Auftrag ausgeführt und es heißt, der Herr war mit ihnen und nicht nur das, sondern er bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Wow. Come on. Wie können wir jetzt da gerade beten? Ja, beten für Zeichen und Macht. Ja. Das ist das Coole. Unser Glaube besteht nicht aus Worten alleine, sondern es ist Macht.
Und das ist der DNA, die Charaktereigenschaften von Gott. Es ist ein Gott der Wunder. Ja. Also wir dürfen das erwarten. Ja. Erwarten, absolut, absolut. Und es ist auch wieder etwas, wenn die einen sagen, ja, ich bin mega enttäuscht und ich bete schon lange, ja, dann beten wir noch mehr. Die Frau, die Witwe, die hat geklopft so lange, bis mal die Türe aufgegangen ist. Und man darf nicht aufhören, so lange zu klopfen, bis die Türe Das aufgeht. ist für mich immer wieder so ein Challenge, und ich merke, aber ich möchte auch wieder dieses Anfang von mir habe ich gesagt, ich möchte mein Glauben nicht runterschrauben auf das Level meiner Erfahrungen. Nur weil ich es nicht erlebt habe, heißt es noch nicht, dass ich es nicht glauben kann. Ja. Und nicht, dass ich es auch immer noch erwarten möchte. Nicht auch, oder? Ich glaube, diesen Challenge sind wir immer drin. Ja. Und lass uns unser Herz einfach öffnen. Es gibt einen Vers im Alten Testament, ich weiß es nicht, was heißt Gott, du bist groß. Dein Name ist groß und du kannst es mit der Tat beweisen. Und wir öffnen unser Herz, dass du diese Taten in uns wirken kannst, weil wir an dich glauben, dass du groß bist, dass du ein großer Name hast und nicht einfach nur groß redest, sondern dass Taten dahinter stecken. Und ich öffne mein Herz und du kannst es genauso tun, wo du zuhörst, für diese Taten und dass wir nicht aus dem Leeren weitergeben müssen, sondern mit dem, was wir mit dir erfahren haben. Auch da, wo wir nichts erfahren haben, haben wir erfahren, dass du trotzdem da bist. Und ich bete jetzt auch für ein Wunder von Zeichen und Kraft und Wunder, für alles, wo du drin stehst, für alles, was du auch erlebst. Gott hat dir viele Dinge anvertraut. Das kann ein Mann sein, es sind Freundschaften, Kinder, Haus, Job, vielleicht auch ein Traum ist auch etwas, eine Leidenschaft, eine Vision. Es sind viele, viele Bereiche, die Gott dir anvertraut hat. Und ich möchte wie so diesen Wind in dich hineinblasen und all das, was abgestanden ist, muss weggehen. Wie so der Staub, der weggeht oder wie Blätter, die weggehen. Aber ich möchte einfach so nochmals einen frischen Wind in dich hineinblasen, in all dem, wo du mittendrin stehst. Und du hast einen Gott der Macht an deiner Seite. Du hast einen Gott, er ist das erste und letzte Wort, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und ein Gott, er hat das Zepter noch immer in seinen Händen. Das heißt, er hat die Kontrolle nicht eine Sekunde über irgendetwas verloren. Sondern Gott, am Ende, er nimmt das alles zusammen, weil Gott alles immer noch in seinen Händen hält. Aber ich rufe jetzt einfach das Wunder aus, über dir. Amen. 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 Liebe Leute, wir sind immer noch im Talk and Pray. Willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Und wir gehen durch die Evangelien durch, weil wir glauben, dass Gottes Wort Kraft hat. Beten wir und nehmen wir also solche Bibelstellen durch. Susan, wir sind beim dritten Evangelium. Ja, Lukas. Und Lukas hat das Symbol vom Ochsen. Und man höre und staune, warum? Weil der Lukas beginnt mit diesem Tempeldienst von Zacharias, wo er ja Opfer bringen musste. Und offensichtlich viel mit diesen Ochsen zu tun hat. Mir gefällt das Lukas-Evangelium. Was gefällt dir daran? Das ist auch es ist irgendwie so, ich kann es einfach lesen. So verständlich, so bildlich, eben detailliert. Akribisch detailliert. Ja, genau. ist genau Ja. so. Alles beschrieben. Also, jedes sorry, Detail. das ist. Jedes Detail. Und andere würden eben, die anderen, Markus lasst viele Dinge weg, weil es ist zu detailliert. Aber anyway, ja. Aber das ist cool. Ich finde es Ja, cool, das zu wissen. ausgerechnet der ja so detailliert schreibt und die Heilungen bis ins Äußerste ausführt, ist dann der letzte Satz in seinem Evangelium im Lukas 24, Vers 53. Von da an gingen sie immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und ihm zu danken. Punkt. Das war nach der Auferstehung. Ja. Ja, das ist der letzte Satz in diesem Kapitel, in diesem Evangelium. Wow. Und ich habe mir aufgeschrieben, du bist der Retter. Und wir haben so viel Grund zu danken. Sie gingen in den Tempel, Gott zu loben und ihm zu danken. Willst du das tun? Ja, ich bin einfach begeistert, dass du so begeistert bist. Ich merke, du bei jedem Evangelium hast du das Gefühl, wow, Löwe, wow.
es ist Das, sehr, das hat mich jetzt begeistert. man spürt auch die Begeisterung. Also darum, ich bin so einfach sprachlos, weil du begeistert bist. Also, Super. Jesus, ich danke dir, dass ich dich gefunden habe. Und das ist wirklich auch ein Wunder. Ich danke dir für die Menschen, die du an meine Seite gestellt hast. Die waren Propheten, die waren wie ein Megafon. Die haben mir auch Dinge erklärt, die haben für mich gebetet. Die haben vielleicht auch geduldig mich x-mal eingeladen und ich habe x-mal Nein gesagt. Ich danke dir einfach für einfach das Netz, das du ausgeworfen hast, um mich da reinzuziehen. Und du hast so viele Menschen gebraucht und du hast viele Situationen auch mich hineinlaufen lassen, wo ich auch von dir gehört habe. Alle die Momente, wo ich berührt worden bin von dir, wo eine Stimme zu mir gesprochen hat oder mein Gewissen hat was gesagt oder in meinen Träumen bist du mir begegnet. Ich danke dir einfach, du hast so viele Dinge gemacht, um mich an dein Herz zu ziehen. Und ich danke dir einfach für deine Güte, für dein nicht aufhören an mich zu glauben. Du hast an uns zuerst geglaubt, bevor wir an dich geglaubt haben. Du hast uns zuerst geliebt, bevor ich dich geliebt habe. Wir sind immer da, wirklich, du bist immer einfach mehrere Schritte voraus und für das danke ich dir. Ja. Amen. 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 Ich kann dir schon sagen, wieso dass ich so begeistert bin, weil ich finde es einfach so eindrücklich. Man sieht jetzt diese Kirchenfenster mit diesen Bildern und man weiß, dass das die 4 Symbole aus Hesekiel sind, wo sowieso ein normaler Mensch wie ich nicht draufkommt, wieso er da solche Bilder hat. Und dann, okay, sie verknüpfen es mit den Evangelien und es wird so mystisch und spannend und möglicherweise hochtheologisch, warum welches Tier welchem Evangelist zugeordnet ist und so etwas würde ich sowieso nie verstehen. Und dann zu lesen, dass es ganz einfach ist, wieso das, was wem zugeordnet ist, ermutigt mich einfach extrem, dass die Bibel nicht so kompliziert ist. Ja, da muss man vorstellen, die haben es auf die Wände malen lassen. Wenn man ich finde, wenn man Machen wir das jetzt auch bald? Na, wir haben eben den Beamer und die LED-Wand. Das dachte ich. Es ist so, oder Social Media. Ich finde, oft wird die katholische Kirche, ich sage nicht, alles ist gut, aber oft werden gewisse Dinge völlig einfach falsch verstanden, weil die haben sich überlegt, wie kann ich den Himmel den Leuten erklären? Und die Offenbarung ist ja von Gold und von Silber. Also man läuft rein, man sieht den Altar. Das war das Bild. Wow, so ist der Himmel. Wunderschön. Und dann hat man diese Farben genommen aus der Stiftshütte, alle diese Farben. Man hat die Geschichten gemalt, man hat die Evangelium gemalt, damit Leute, die konnten wieder lesen, noch schreiben, aber die konnten sehen. Also sie haben jeden Sinn, den es ihnen gibt, versucht zu nehmen, damit Leute auf alle Sinnen eben diesen Gott auch erleben können. Und das heutzutage hat man ein bisschen diese Dinge ein bisschen verloren als Freikirchen. Da hat man eigentlich nur eine Dimension, sage ich jetzt mal. Und das gefällt mir eben, dass die katholische Kirche an dem Punkt hat alles, was es gibt von den Sinnen, gebraucht, um jeden Sinn zu berühren. Ich finde es auch spannend, eben in dem Buch, das ihr geschrieben habt, mit diesen 31 neue Zugänge, Bibellesen wie nie mal zuvor. Das ist eben diese Zugänge. Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel. Weil das ist, wie ihr merkt, das ist bei dir ein Zugang und der löst jetzt bei mir, ich muss noch anders aus, aber ich merke, es löst etwas aus. Aber bei mir, wenn ich so ein Bibel, dann lese ich so etwas und merke, ja, wow, jeder hat andere Zugänge. Ist es dann so bei dir denn, du hast dann mehr Fragen, also wenn du sagst, das Akribische, der Lukas würde das erklären, wieso der Löwe und was ist der Sinn und was der Dings, ist das dann mehr bei dir so, bleibst du dann, es ist dir zu wenig tief und es löst dann mehr Fragen aus? Es löst Fragen aus. Ja, es ist nicht zu wenig, es ist mega tief, aber es löst dann, ich dann denke, wieso, was machen sie das und dann muss ich nachlesen. Also es ist, wenn ich Zeit habe, dann ist es wieder spannend. Also solche Dinge. Ja. Aber ich muss mir das irgendwie nachdenken, obwohl ich eigentlich nicht, ich bin auch so ich bin jetzt nicht mega intellektuell, glaube ich, aber anyway, um das geht es jetzt nicht. Wir sind immer noch Tag und Pray. Komm, wir machen fertig mit dem letzten Evangelium. Der letzte, das ist der Johannes. Der Johannes trägt das Symbol vom Adler.
Und diesen Satz, der ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Auswendiglernen. Also er beginnt, Johannes, in seinem Evangelium mit dem geistigen Höhenflug des Prologs. Und das habe ich mehrmals gelesen. Also das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, wird als geistiger Höhenflug eben vom Einstieg von diesem Kapitel beschrieben. Und deswegen bekommt er den Adler. Und in seinem letzten Satz schreibt er, noch vieles mehr hat Jesus getan. Aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die da noch geschrieben werden müssten. Und Wow. für mich eine Ermutigung. Gewaltig, oder? Das Ja, das ist spricht mich gewaltig. das lebhaft. Was löst das aus bei dir? Ja, also es löst damit der Glaube, dass Jesus Christus ist, versprochen, das ist das quasi, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genug Platz. Es ist so ein emotionelles Text, ist so eigentlich übertrieben, oder? Quasi, aber es ist zeigt von dem, hey, wow, es hat noch so viel mehr gemacht. Gott hat noch so viel mehr gemacht. Das ist so von diesem Übermäßigen, was mich da anspricht. Ja, genau, sehr cool. Die ganze Welt ist voller, also besteht eigentlich aus einer riesen Bibliothek mit allen Geschichten, die Menschen mit Gott erleben. Und ich würde gerne dafür beten, dass eben die Bibel genauso ein Erlebnis wird, wo auch du sagst, wow, es gäbe noch so viel mehr zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und himmlischer Vater, einmal mehr, hier ist mein Herz und das Herz von jeder einzelnen Person, die zuschaut. Und ich danke dir, dass du ein Beziehungsgott bist. Ich danke dir, dass du erlebbar bist und erfahrbar und dass Bücher geschrieben werden könnten von dem, was wir mit dir erleben. Und dass im 2023 für jeden Einzelnen von uns das Jahr so wird, dass wir Bücher füllen könnten mit dem, wie wir dich erleben, wie wir dich nochmal neu sehen, nochmal anders sehen, nochmal tiefer erleben, noch eine andere Seite erleben. Und das erbitte ich als Segen für jeden Einzelnen von uns. Als heilvolle Kraft, mit der wir begabt sind, einfach die Bibel zu lesen in diesem Jahr. Dass wir selber Bücher damit füllen könnten, mit dem, was wir erlebt haben, durch Bibelverse, Kapitel, Bücher, Zusagen, was auch immer. Amen. 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 Das ist ein gewaltiger Gedanke. Wir schreiben Bücher. Unser Leben ist ein Buch oder wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir sind auch ein Wohlgeschmack zum Leben und zum Tod, sagt die Bibel. Also wir lösen etwas aus, da wo Gott uns hingestellt hat. Niemand von uns ist neutral. Nicht mal der neutralste Schweizer ist dann noch neutral. Das musst du dir mal geben. Also wir lösen was aus in der sichtbaren, wie auch in der unsichtbaren Welt. Es ist immer interessant, da wo wir aufstehen wieder, sei es für die Bibel oder auch für den Namen von Jesus, ist schon interessant, dass dann plötzlich Dinge sich bewegen. Also weißt du merkst dann plötzlich, also du erlebst einen Gegenwind auf einen Moment. Das ist doch interessant, du kannst an Gott glauben, ja, aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann dreht sich die ganze Geschichte. Ist das nicht krass? Das ist Und du merkst einfach, im Namen Jesus ist eine Kraft. Ja. Gott ist, alle glauben an Götter und Gott, aber Jesus, das polarisiert in der unsichtbaren Welt wie in der sichtbaren Welt. Und ich glaube, dass die Ehrfurcht, die möchte ich nie verlieren vor diesem Buch. Ja. Die Ehrfurcht, was passiert ist, was passiert in der Weltgeschichte, wenn Leute dem Glauben schenken und in all dem ihn. Ich glaube, das ist schon... ich danke euch für diese Serie, die ihr angestoßen habt. Ich danke auch euch zu Hause für das Dabeisein. Im Chat habe ich gesehen, einiges diskutiert und so wunderbar. Ihr seid dabei. Und ich freue mich, wir sind erst am Anfang von dieser Serie. Also kommen noch einige Talk and Praise, einige Messages. Ihr habt schon etwas Vorgeschmack von Leo gehört vorher über das Alte Testament. Also unbedingt tune rein, nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt zweiter Tag. Was ist das Thema? Warum? Ist Gott ein brutaler Gott? Eben mit dem Oder Alten Testament. Blutrünstig. Okay. So wir haben es noch nicht ganz fertig, aber ist Gott blutrünstig oder Rachelust? Ja, also Ist Gott in diese hochspannend. Von dem her lade auch Leute ein, die vielleicht gerade Mühe haben mit der Bibel, viele Fragen haben. Lass uns da einfach als Anstoß nehmen, auch das in den Small Group zu einfach bewältigen, diese Themen. Danke vielmals, wart ihr dabei. Danke vielmals euch und wir sagen...
Bis bald. Tschüss.